Ich sag nicht, dass ich heute da ein Doppelpech habe. Weil das doch, pfff. Wenn das jetzt auch nicht geklappt hätte und der Flaschenhals war gebrochen, dann hätte ich mir wirklich, muss ich das Messer, nein, dann hätte ich mir wirklich beinahe, ja. So, aber ich bin ja kein typischer Flaschentrinker, das mache ich hier und da in ein paar Videos, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich eher fürs offene Bier, fürs Fassbier. Was aber daheim habe ich halt leider kein Fassel und auch kein Fassbier, sehr logisch, da nehme ich mir halt dann aus dem Schrank, aus dem Küchenschrank raus. Vorher möchte ich das ein bisschen durchschauen, weil ein richtiges Bier sollte in ein wassergespültes Glas eingeschenkt werden, was die meisten Kellner und Kellnerinnen ja vergessen oder gar nicht mitkriegen oder nicht gelernt haben oder weil viel angelerntes Personal in Wien sowieso vorhanden ist oder Pfeil sind, Stinkpfeil sind, aber das macht und dann schaust du schminkst dann aus den Geschirrspüler, Scheißdreck im Bier, dann gehst du nicht mehr rein und dabei war das Bier in Ordnung. Oder meistens sind in die Lokale, bei den Faseln, die schleichen die Leute über die Bus. Da fragt mich oft, welches Bier haben. Ist das scheißegal, ob das ein Buntegammer, ein Größer, ein Zipfer, ein Villacher, ein Schwadninger, ein weiß ich nicht, ein Corona ist. Es müssen offen, ich rede jetzt nur von den offenen Bier, vom Fassbier. Es müssen die Schläuche, die Leitungen geputzt werden, es muss dementsprechend richtig gezapft, die richtige Glasneigung muss vorhanden sein und eben das nicht zu perl, nicht zu sodrig und auch nicht zu schal schmeckt. Schal meistens, wenn meistens Fasel angestochen wird, beziehungsweise der Rest, der Hansel, den trägt, möchte ich auch nicht, weil dann könnte es gleich umbringen, die ganzen. So, jetzt schenke ich mir das ein. So, und das brauche ich jetzt da. Ich glaube, das wird kein Happy End mit der Alufolie. Die kann ich mir mehr oder weniger in den Arsch schirmen. Riesenzapferl in Silber. Ja, so ist nicht anders. Danke fürs, dass ihr euch den Scheiß angehört habt und mir zugeschaut habt.